Moin Moin und herzlich willkommen zu der 4. Ausgabe nunmehr von Plattfunk, dem Podcast auf Hoch- und auf Plattdeutsch. Moin und von harten Willkommen zu Plattfunk, dem Podcast auf Hoch- und Plattdeutsch. Ich bin Nikos. Und ich bin Thorsten. Und zusammen sind wir immer noch beim Niederdeutschen Zentrum Holstein. Wie in den letzten Folgen auch ist die Aufteilung nunmehr so, dass eine Person von uns Plattdeutsch, eine Person Hochdeutsch schnackt. Ich bin heute derjenige, der das Hochdeutsche übernimmt und ich muss mich gerade ganz schön konzentrieren, nicht ins Plattdeutsche zu wechseln. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich bin aus einer sehr hochdeutschen Umgebung heute Morgen nach Hamburg gefahren zum Aufnehmen, nämlich aus Münster. Die Reise war jetzt nicht weiter spannend. Ich habe gelesen, ich habe 40 Seiten Fritz Reuter und Mine Stromtiet geschafft, auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die plattdeutsche Atmosphäre jetzt. Jetzt bin ich in Hamburg und ich werde diese Podcast-Aufnahmen verbinden mit heute Abend einem ganz besonderen Event, nämlich meinem ersten Besuch im Ohnsorg-Theater. Ja, cool. Also ich meine, cool, ob der eng kann, was mich bin erstaunt hat, dass du noch nie nicht in Ohnsorg-Theater bist vorher. Und da wäre ich eher so bitten, das hätte mich schon gewundert. Und dann, was verbindest du denn damit? Das ist ja so, das ist ja so zu singen, du ist ja ganz jungfräuliche Eindrücke, die du jetzt kriegst, so zu singen. Ne? Ja, ich bin auf jeden Fall bannig gespannt. Also ich muss mich ein bisschen verteidigen. Also ich wohne ja auch nicht mehr in der Nähe von Hamburg und in Münster war ich ja auch schon mal bei der Niederdeutschen Bühne, also ganz so ist ja nicht. Ja, also meine Vorstellung vom Ohnsorg-Theater ist immer noch sehr von den 70er Jahren geprägt, von den Fernsehübertragungen, die es da gab, die ich dann mit meinen Eltern oder Großeltern geguckt habe. Das heißt, ich habe eigentlich immer noch die 70er Jahre Heidi Kabel und Henry Fahl vor Augen, wenn ich ans Ohnsorg-Theater denke. Und ich bin sehr gespannt, ob das immer noch so ist. Aber du warst da jetzt auch seit den 70ern schon mal, ist richtig? Tatsächlich. Und man kann schon sagen, ohne jetzt viel zu spoilern, dass ich dort doch ein bisschen was tun hätte. Also so, du liegen tatsächlich nicht bloß erfahrungsmäßig, sondern auch was Veränderungen angeht, schon ein paar Jahre dazwischen. Also das war für die bestimmt super aufregend und ganz nied waren, denn der habt nicht bloß das Möbelmang ändert, sondern sind nebenbei auch noch umdrucken und so. Und auch die Themen von den Stücken, das ist doch schon ein bisschen was anderes als Tratsch auf der Treppe oder Meister Annika. Genau, also was meine klaren Erinnerungen ans Ohnsorg-Theater sind auf jeden Fall natürlich halt auch nicht auf Platz, sondern im Bühnenmissing. Henry Fahl wie heißt das denn jetzt? Mein Mann, der fährt zur See. Super. Genau, auf jeden Fall. Henry Fahl, der, glaube ich, immer ganz viel von Peter Pedersen erzählt hat und natürlich das Treppenhaus in Tratsch im Treppenhaus, aber sonst kann ich mich auch an nicht mehr viel erinnern. Aber was sind denn so, was muss ich denn beachten, wenn ich ins Ohnsorg-Theater gehe? Kann ich mit den Leuten Plattdeutsch reden, die da arbeiten oder die so allgemein mit dem Publikum? Was für Publikum ist da? Haben die noch so Dauerwellen wie in den 70ern? Was gibt's zu essen? Gibt's so Lapskaus vielleicht in der Pause oder so? Das ist mal die wirklich wichtigen Themen, ne? Nicht was spät war, sondern was es zu essen gibt. Und ob es schön Lapskaus mit was Lichtes zur Nacht. Also du kannst mit alle Platz schnacken und die versteht das eigentlich auch alle. Also so auch die jungen Leute, die du rantrecken, da traut eigentlich eins hin. Du kannst mit dir so assig das hört, aber auch so Breze kriegen, so Laugenbreze, wenn du ein richtiger Ohnsorg-Profi bist, dann muckst du vorher die Bestellung und dann kriegst du so eine Nummer und dann stellst du die auf den Tisch, weil du bestellt hast. Also so, dann kriegst du ein schönes Käsebrötchen, ein Glas Sekt dabei und das steht in Arnschen Fahrt, und dann musst du die bloß noch hinsenden. Dann in der Pause, das heißt, ich bestelle vorher das Essen, das Würstchen und Kartoffelsalat und dann kriege ich in der Pause, genau. Ja, wunderbar. Aber du hast, also was ich mir heute Abend angucke, ist das Stück Willkommen oder Willkommen auf Hochdeutsch. Und du hast das auch schon gesehen, ne? Ja, genau. Nun muss ich natürlich echt aufpassen, dass ich nicht spoiler, sonst musst du ja heute Abend doch nicht mehr hin.
Also, was man vielleicht auch sagen zur Tratsch und Treppenhus, in Unterschied dort ist, du hättest sich doch ein bisschen was ändert. Unter anderem auch die Themen, also so, da muss man jetzt nicht irgendwie so bang sehen, dass man da wer genau anknüpfen da, irgendwie, und 75 oder so, sondern du geht halt wirklich das geht um Flüchtlinge, das geht um wo ans junge Lüd oder auch gar nicht mehr so junge Lüd von durch in große Städte zusammen wohnt, also so Lebenskonzepte und so, das hätte sich doch schon gewaltig ändert. Aber so thematisch dann ja, was so Zusammenleben angeht, gar nicht so weit weg von Tratsch und Treppenhaus. Da geht es ja eigentlich auch darum, wie Leute zusammenleben. Genau, also so muss man vielleicht sagen, man hätte bloß andere Ideen dazu. Ne? Und wenn du so willst, ist das ja auch ein riesen WG-Vestor in Treppenhaus, ne? Immer hoch und runter. Vielleicht mit mehr Abstunden, aber im Grunde ist das jetzt auch mehr so eine WG-Szene. Stimmt. Mit Konflikten auch. Mit Konflikten, aber ohne Kaninchenzüchterpries und so. Das giftet man nicht. Oh ja, das stimmt, daran erinnere ich mich auch sehr gut. Ja. Und du warst ja dann in der letzten Zeit auch im Ohnsorg-Theater. Was waren denn so da rückblickend Stücke, die dich besonders beeindruckt oder überrascht haben? Also ein Stück ist jetzt schon doch auch wären ganz wie hier, aber jetzt im Vergleich, wo du überhaupt nicht bin, ist das ja irgendwie immer noch aktuell. Und was wäre das in der Studiobühne, also nicht in Grodehus, das unsere eine Studiobühne mit 70 Plätzen und da können sie eben auch andere Stücke gucken. Und spannend fand ich Harold und Maude. Harold und Maude, das haben sie mag noch einen amerikanischen Film und du kriegst schon so ein bisschen fragend. Also ich habe eine grobe Vorstellung, worum es geht, aber nicht so richtig eigentlich. Nee, also nur alte Frau, junger Mann. Das ist so irgendwie das, was ich weiß. Also im Grunde ist das ja auch. Schon wirklich durch die Olaf Rudi ist 80 und Harold ist 8 Time. So, also das gerät schon ziemlich wie durcheinander. Und ist eben so ein Kultfilm oder so ein amerikanischer Kultfilm und ist dann dort aber im Grunde so als Kammerstück spürt worden. Und das wäre total beeindruckend. Mord hat Uta Sharma spielt, die jetzt Cotonou aus Sturm ist, also der ist nicht für alle wohnen als Düsseldorf und Harold wäre Marco Reimers. Das ist ein Native, das ist ein Plattdeutsche Nordfriesland. Und das wäre total beeindruckend. Also die haben ein ganz, ganz tolles Stück gespielt, sehr intensiv, wo andere so miteinander umgehen sind und ganz udrucksstark. Und als ich sage, als ein Kammerspiel ist das auch was. So, ne? Also die haben wirklich so miteinander gespielt. Das wäre ein ganz intensive Stück, was du später. Also die Leute sehen da wirklich und hat Thron in der Augen hat. Und das kann man wirklich auch verstehen. So, ne? Also das wäre richtig intensiv, das wäre ganz beeindruckend. Gibt es auch irgendwie so Sachen, die irgendwie sehr aus so einem realistischen Theater rausfallen, also die so irgendwie ganz avantgardistisch plattdeutsch sind, oder machen die das eher nicht? Also ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, ne? Das musst du an dem Publikum verklaren können und das ist nie so, das glaube ich nie so einfach in der Szene, das irgendwie unter Volk zu kriegen. Also was wirklich lustig wäre, aber es ist natürlich auch nicht total afforen, wie Nipple Jesus auf Platt. Nipple Jesus, kennst du die Story? Also ich weiß halt auch nur, dass es das gibt, aber auch nicht wirklich. Kannst du gerne nochmal zusammenfassen. Ja, kurz. Also da steht so ein Wächter in ein Museum für moderne Kunst. Und hier steht für ein Bild, was man erstmal gar nicht sehen kann, da das so ist, aber das stellt Jesus vor. Und mogt ist das Utschen Dusende von Lütte Brustwarzen, von Nippels eben. Ne? Und da ist dann eben dieser Jesus von durchsteht. Und hey, hätten nun den Job, ob das Ding lassen. Und der Typ ist im Grunde ein Proll. Ne? Also so irgendwie so Hals tätowiert und busigt oder für und hätte auch irgendwie eine ganz gesunde Instellentor, also so Sie-Perspektive. Und dann die Spannung darum kommt dann eben, dass er sich so ein bisschen verkicken hat in die Künstlerin. So, nun kommt er natürlich echt in Konflikt. So, wie das natürlich jetzt nicht mehr so unbrocken ist. Ne? Also nun kann er das Kunstwerk nicht mehr total
beknackt finden, ob der Frühjog steigt. So. Und dort entwickelt sich das. Und das ist im Grunde ein Monolog, ein Stundenstitur, der wirklich lustig ist und kottwillig. Ja, und dann aber auch also so ein sehr reduziertes Bühnenbild oder ist das irgendwie realistisch ausgestellt? Ja, also ich meine, man hätte so 3-4 Kunstwagen, die da rumstehen und das pufft und knallt und eins und muckt Dampf und so, als man sich das irgendwie moderne Kunst eben vorstellt. Ne? Also so irgendwie, also ein bisschen Tröber irgendwie so. Sonst passt das ja auch nicht. Und hey, gut, sich dann irgendwie für diesen gewaltigen Nippelschieße so. Also das ist schon wirklich lustig. Blift aber letztendlich ist das jetzt auch nicht totale Avantgarde oder so. Ne? Aber ich finde, dafür ist das schon, habt ihr schon ganz schön Gas gegeben und es ist wirklich lustig. Also, ja, gut. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal darüber berichten, wie es mir heute Abend gefallen hat und was sich für mich seit den 70ern so aus meiner Wahrnehmung verändert hat. Auf jeden Fall ganz andere Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja, wir haben jetzt mehrmals über die 70er gesprochen, nämlich sowohl was meine Eindrücke vom Unsucht-Theater angeht, als auch was die Filmvorlage von Harold und Maude angeht. Du hast ja neulich eigentlich eine Reise in die 70er in Dithmarschen gemacht. Ne? Wie ist es denn dazu gekommen? Nun muss man natürlich aufpassen, ich bin nur Dithmarschen von und nicht in erster Linie in der 70er Jahren drin, sondern ich habe tatsächlich einen Reismuck, nur Dithmarschen so und Dithmarschen ist ja wirklich eng. Ne? Also das ist im Westen von Holstein für all die uns jetzt im Rest von der Republik und Übersee hören dort. Dithmarschen liegt im Westen von Holstein. Dithmarschen hat im Grunde 2 Hauptstädte. Das eine ist verwaltungsmäßig und größte Stadt ist Heide. Aber die Kulturhauptstadt von Dithmarschen ist, glaube ich, ohne Diskussion das Meldorp. Und dort bin ich hingefahren. Ja, genau. Dithmarschen hat eine Kulturhauptstadt, das Meldorp. Und dort steht unter anderem das Dithmarscher Landesmuseum. Da steht das Dithmarscher Landesmuseum. Das ist aber nicht ist das aus den 70ern, das Landesmuseum? Nee, das Landesmuseum ist viel älter. Die ältesten Teile sind das, glaube ich, Utgang 19. Jahrhundert. So, ne? Also so ein neogotisches buchwirkliches Museum. So. Und, aber die habt auch nie ein Anbuch von was für eine Idee ist, kann ich nicht sagen. So. Und dort gibt es eine Museumspädagogin, die auch super Plattdeutsch schnacken kann. Das ist ein ganz junge, das ist Katja Tode, das ist ganz toll. Also man kann plattdeutsche Führung in Dithmarscher Landesmuseum gucken, das ist ja auch ganz wichtig über zu beten. Das ist ja auch nicht so öfter der Fall. Und er hat wie so ein Tourmuck und das ganz Besondere an dem Museum ist, die habt im Grunde eine komplette Innenstadt, eine komplette Binnenstadt, aber bloß die Interieure habt sie sich ranholt und in Museum drin sind. Und die kommen alle aus Dithmarschen, auch diese Einrichtung? Genau, die kommen alle aus Dithmarschen, aber der Knaller ist, du hast zum Beispiel den letzten Tante-Emma-Laden von Dithmarschen. Ich glaube, 1978 haben die den Lohn dicht gemacht. In den 70ern. In den 70ern, du happy werde verbinden. Genau, danke. Genau, Gott sei Dank, damit du die Kurve noch kriegen habt. Du hast einen Tante Emma Laden bin stehen. Und du glaubst gar nicht, was du eins bin habt, ne? Also von Waschpulver und Bonsche und eins in Glöß. Also du kannst so für 5 Pen kannst du die rote Bonsche kopen und so natürlich so. Das nee, eine Geige natürlich geht jetzt nicht mehr. Ich dachte, das ist so erlebnispädagogisch wertvoll, irgendwie mit richtigen Bonschen da drin, die man sich dann kaufen kann. Das geht nicht mehr. Geht leider nicht. Also so davon gibt auch kein 5-Pen-Stücken mehr. Also mit du das stimmt, kannst, ne? Also so, das ist auch eine Schwierigkeit. Aber genau, also so dann hast du Tante Emma Laden, aber das ist noch lange nicht ernst. Die hat eine Arztpraxis. Hausarzt, Zahnarzt? Erstmal Hausarzt. Ja. So eine richtige Doktorpraxis. Und zwar also sozusagen unter Verkennung von jede Erkenntnisse von der Moderne. Der hat einen dicken Teppichboden und dann Gardinen mit auf dem Fußboden runter. Also damit auch niemand reingucken kann. Genau, das ist das Wichtigste. Egal, ob du an Virendope leben, da ist jetzt in der Gardinen verhangen da oder in der dicken Teppichboden liegen. Das ist alles schiede Goal. Wichtig ist, dass das noch was aussieht, ne? Also gemütlich. Man scheiße sich, dann lebst du vielleicht nicht ganz so lang, aber hast du zumindest kommodisch. Genau, es soll ja auch, wenn man sich schon mal frei macht, dann warm sein. Genau, und man scheiße sich so ein bisschen,
man scheiße wohl. Kommodig. Ja, durch und durch kommodig, aber steril ist so gar nichts. Ne? Das ist wirklich richtig lustig. Also so, weil da natürlich die Teendoktor-Hepse, aber mit Instrumenten durch die echte hohe Tobak. Also eher so aus dem 19. Jahrhundert, oder? Ja, also ich meine, ist 50er, 60er Jahre gesagt, ne? Aber mit was sie da noch rumwöhlt haben und doktert, also so, da war die ganz anders. Und dann, daran kann ich mich noch erinnern, so ein Bohrer zur Petten. Weißt du? Ein Pettbohrer. Also beim Zahnarzt. Genau. So. Also, ja, ach so, Neinmaschinen. Ne? Also so genau. So Topetten, du müsstest Teendoktor petten und dann hast du und Boben 30 der Bohr, ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen mehr, ne? Hahnde du noch. Und du wurm mir immer noch ganz, ganz klöderig, als ich das Ding sehe. Genau. Das hat Dr. Wie hält der nochmal? Dr. Nowak in Schubio, den Flachdachboot, der hat genau so ein Ding. Ja, Schubi wahrscheinlich auch der letzte Flak, wo das über noch geben hätte. Genau, und dann gibt das alle Möglichkeiten. Du hast einen Friseursalon, einen komplett ausgestatteten Friseursalon, irgendwie muss sagen, 50er Jahr, Frumssalon, Mannslütsalon. Und dann... Andere Einrichtung? Ja, also normal. Andere Farben oder wie war das? Ja, nee, gendermäßig wäre das schon Opposition. Nee, also jetzt nicht blau und rosa oder so, ne, das sind, aber Dröchhuben. Mannslüt hat natürlich kein Dröchhuben. Natürlich nicht, ja. Und was für geile Modelle, also so, wo du dann so wirklich so Ding hast, so, das sieht gut aus Raumschiff Enterprise oder so, weil du da über den Dötz kriegen hast, hast du da brennt die ganze Dötz mit ab. Also so gigantisch, das wäre super, super beeindruckend. Ja. Aber also so Fokus, also insgesamt bei diesen Einrichtungen Fokus auf der Nachkriegszeit oder auch irgendwie noch so ältere Sachen, also weiß ich nicht, Schuhe aus den 1980ern, 1890ern oder so, oder? Ja, genau, also Hepse auch, ne? Also Hepse auch schon, ich weiß nicht, wo viel Rühmen da wirklich sind, aber das ist wirklich gewaltig. Es ist ein bisschen so, als wenn sie eine komplette Binnenstadt abgeköpft hätten, ne? Und unterschiedliche Tiden. Also, was die Krönung ist, was die natürlich begeistern ist, die haben einen Kinosaal und der Quinniger, ja. Also, ich meine, du hast echt ein Wundermoors. Also, so nur 3 Minuten wieder. Das sind 1 Holzstöll. Ich weiß nicht, wie die das muckt hat, ob sie Küssen mitbringen hat oder einfach mehr verträgen konnten als Süd. Aber ein kompletter Kinosaal und dann habt ihr doch regelmäßig Verführungen durch. Das ist so die Kronjuwel, so zu sagen. Ne? Hast du den Projektor gesehen? Also, was? Ja, ich bin ja leider nicht so ein Kenner. Ne? Also nicht vom Fach? Nee, natürlich nicht vom Fach. Ich habe die Projektoren gesehen und die sind tatsächlich auch noch original wie der Twinninger Jahren und die funktioniert auch noch. Also so, der habt immer, die Dinger laufen noch. Also das hätte mich jetzt nicht so kickt als die wahrscheinlich, aber ich finde schon, also für mich hat das gut recht. Also ich muss schon sagen, ich muss das eine Riesenempfehlung schnacken, da muss man sie unbedingt ankicken. Am besten natürlich auch planen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also zur Kontextualisierung, ich arbeite im Kino, vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Also es ist ja ausschließlich digitale Projektionstechnik eigentlich und es kommt irgendwie so 2-mal im Jahr vor, dass überhaupt noch Filmprojektoren angeschmissen werden, aber wenn die dann auch noch aus den 20ern sind, ist das natürlich nochmal was anderes. Also ich könnte damit, wir lernen das auf jeden Fall gar nicht mehr, damit umzugehen, aber auf jeden Fall noch ein Grund, mal wieder nach Dithmarschen zu fahren. War ich schon lange nicht mehr. Ich wusste auch bis vor ein paar Jahren nicht, dass es Dithmarschen gibt. Das war auch Du bist auf dünne Eis. Ja, ich weiß, aber also ich komme ja aus dem Niedersächsischen, da ist das vielleicht verzeihlich. Ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber ich war irgendwann dann doch später dann von der reichen Dithmarscher Kultur doch sehr beeindruckt. Ich glaube, ich habe den Bogen jetzt wieder gekriegt. Ja, das Glück. Wenn man sich erstmal reinarbeitet, kann man viel finden. Zum Beispiel das Dithmarscher Landesmuseum. Typisch wieder Dithmarscher Landesmuseum. Ja, auf jeden Fall. Also eine dicke Empfehlung, viele können wir auch einfach mal einen Betriebsumflug machen. Ne? Also so, da wir sozusagen beide nur Dithmarschen Fotoglie und dann machen wir nur ganz Schrilles und Förrung und eben Mehlbüdel so. Ja, das wäre schon lecker, ne? Schön mit Speck und rote Soße und so. Das ist ja, also ich meine, das ist ja kulturell sehr vielfältig. Ne?
Ja, und ich war auch immer noch nicht auf der Museumsinsel in Heide. Ja. Also als ich mal in Heide war alles geschlossen. Das war ein sehr unglücklicher Ausflug nach Heide. Es hat geregnet und die Museen hatten alle zu. Von daher kann ich jetzt leider auch überhaupt nicht zur Museumslandschaft in Dithmarschen beitragen, aber es war, also würde mich mal wieder interessieren. Können wir machen. Ja, genau. Also dann ist ja auch relativ günstig, fährst du mit einem Schleswig-Holstein-Ticket hoch, ne? Und dann kann man noch Dreh mitnehmen. Genau. Und dann irgendwie mal so ein richtige Turn, so Safari sozusagen. Dörte Landschaft. Aber eigentlich finde ich das wunderlich, denn du bist doch eigentlich, schon mal erstmal gut nicht annehmen, aber du bist doch eigentlich eher der Klaus Groß Experte, als ich das bin. Ne? Also so, ich meine, du hast doch eher noch einen Link hin, so ein Verbinden als ich, ne? Ja, war ich damals noch nicht. Okay. Also damals hatte ich mir frisch den Quickborn gekauft und eigentlich hatte diese Reise nach Dithmarschen ganz andere Gründe. Ich habe damals eine Hausarbeit geschrieben über das Dithmarscher Schreibebuch des Bauern Hartig-Sierk aus Wrom, glaube ich. Wrom bei Tellingstedt. Das heißt, also Klaus Groth stand gar nicht so im Zentrum, aber ich glaube, es war auch wirklich unglücklich, weil wir in Heide zu einer Uhrzeit waren, wo die schon zu hatten. Es wurde dunkel, es war Winter, es hat geregnet, also es war einfach nicht so ein guter Ausflug nach Dithmarschen. Was ich auch nicht, also man sollte auch eigentlich im Sommer nach Dithmarschen fahren, ist glaube ich schöner. Was ich auch nicht empfehlen kann unbedingt, ist im Februar nach Eutin zu fahren. War ich nämlich jetzt. Also wenn es nicht regnet, ist landschaftlich trotzdem sehr schön, aber es war doch so, dass sowohl das Ostholstein-Museum als auch das Schloss geschlossen hatten in den ganzen Februar. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall informieren, was eigentlich aufhat im Winter, wenn man irgendwo hinfährt. Genau. Landschaftlich trotzdem sehr schön, aber ich habe leider, abgesehen vom Schlossgarten, nichts gesehen. Warst du mal in Eutin? Ja, also ich habe auch schon so ein in Reismuck nach Eutin, da wäre allerdings Landesgornschau. Ja, da stand, habe ich das was noch, die Beschilderung war noch da auf jeden Fall. Genau. Und ein paar Gartenanlagen. Das konnte ich aussehen, aber es hat auch viel geregnet jetzt leider, deswegen war auch mein Gartenvergnügen sehr, sehr beschränkt. Was habt ihr denn Muck da eigentlich? Naja, ich hatte gehört, dass so ein Freund von mir meinte mal, der in Kiel studiert hat, ja, Richtung Plön ist es ganz schön. Und dann dachte ich so, also eigentlich waren wir ein paar Tage vorher in Lübeck und da hatten die Museen auch auf zum Beispiel, also da kann man auch im Februar hinfahren. Dachten dann aber, dann wäre es ja nett, nochmal so ein bisschen eher in eine kleinere Stadt zu fahren und dann bot sich Eutin irgendwie so an. Auch so aus kulturgeschichtlichem Hintergrund, da war ja auch zum Beispiel der Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voss hat da ja mal, der auch als niederdeutscher Dichter ja ein bisschen bekannt war. Okay. Er hat so 2 Idyllen geschrieben auf Platt. Wohnhaus ist leider 2006 einer Brandstiftung zum Opfer gefallen, das kann man sich leider nicht mehr angucken. Ja. Und dann lag so Eutin irgendwie recht nahe, aber ich habe mich halt überhaupt nicht informiert, was aufhat und deswegen konnte ich mir eigentlich nur Gartenanlagen im Regen angucken. Ja, das ist natürlich, Eutin in Februar ist schon hartes Brot. Ne? Also so, das kann man sich ja vorstellen. So. Aber in Lübeck bist du besser und du hättest die Ogrinloden. Ja, da wurde ich auch, also in Lübeck kann man sich ja schon also ich war das erste Mal in Lübeck und es war wirklich sehr, ja, städtisch sehr beeindruckend, also die Altstadt, einfach eine sehr schöne Stadt, die aber jetzt auch nicht so komplett herausgeputzt ist. Das fand ich auch ganz hübsch, dass es schon auch irgendwie so Ecken gibt, die jetzt nicht so schick touristisch sind. Das hat mir auch gefallen. Ansonsten natürlich Marzipan gekauft in Lübeck. Und ich habe mich sehr gefreut über die Postkarten, die ich geschrieben habe. Da hat das Postamt Lübeck anscheinend da wird immer gestempelt, Lübeck, Stadt weltbekannten Marzipans. Das ist immer auf den Postkarten drauf. Das hat mir sehr gefallen. Okay. Und natürlich, Buddenbrooks konnte ich mir leider auch nicht angucken. Das wird nämlich gerade auch renoviert. Aber ich war im Kunstmuseum fürs 19. Jahrhundert, im Behnhaus. Okay. Das war wirklich sehr interessant. Und ich hatte immer gedacht, Malerei von Anfang des 19. Jahrhunderts, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich war wirklich sehr positiv überrascht von so Sachen,
wo ich bisher immer sehr schnell dran vorbeigelaufen bin in Kunstmuseen. Das war sehr, sehr hübsch, das so mal gesehen zu haben. Aber das ist ja eigentlich auch ganz gut, dass die Schotten in Eutin dicht wären. Also so denke ich, hast du das natürlich zu schätzen wusst, dass überhaupt irgendwas auf ist. Und du hast sozusagen Tiet für so einen Schinken und 19. Jahrhundert verbracht, weil du für jetzt wahrscheinlich überhaupt nie Mock hast, oder? Nee, tatsächlich dachte ich vorher auch, dass ich vielleicht eher so, dass mir das Buddenbrooks-Haus angucke. Das war natürlich dann nicht auf. Und was auf war noch das Willy Brandt-Museum. Das war auch sehr, sehr interessant. Es kostet auch keinen Eintritt. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Kann man auch zwischendurch mal so reingehen. Kostet ja nichts. Was findest du wie besonders gut? Also besonders spannend ist auf jeden Fall so eigentlich der Anfang der Ausstellung. Also Kindheit in Lübeck. Ja, so politische Orientierung, also der ist ja in den 1932 auch aus der SPD ausgetreten und in die SAP, Sozialistische Arbeiterpartei, also so eine linke Abspaltung der SPD eingetreten und dann vor allem so auch die Exilzeit, auf welche Weise gegen die Nazis gerichtete Schriften eigentlich nach Deutschland reingeschmuggelt wurden, das war sehr interessant und Willy Brandt selber war ja auch ich glaube 36, so ein paar Monate noch in Berlin, um da Kontakt zu halten mit Leuten aus dieser SAP-Gruppe in Berlin. Hat sich dann als norwegischer Student ausgegeben. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. So die Zeit also von der Zeit nach 45 wusste ich halt auch schon relativ viel, aber so die Kindheit und Jugend- und Exilzeit war wirklich sehr interessant aufbereitet. Also man kann sich da dann auch natürlich so Sachen wie das Abiturzeugnis angucken und irgendwie die Kinderbibliothek oder die Jugendbibliothek von ihm, also so ein paar Bände, was der so gelesen hat mit 18, 19. Und mir war auch nicht klar, dass der so jung war, als der ins Exil gegangen ist. Also der ist ja 1913 geboren, war dann halt auch erst 20, als er nach Norwegen dann ausgewandert ist. Ja, spannend. Also auf jeden Fall. Also hast du mir auf jeden Fall was verrot, denn du bin ich noch nie, weißt du? Also das denke ich, liegt es das umsonst ist. Aber das hört sich ziemlich spannend an. Und so ein bisschen umfassendere Blick, ne? Also gar nicht unbedingt bloß so um den Politiker, sondern so um den Menschen und eins, was du so eine Rolle spielst. Also Privatleben wird relativ wenig beleuchtet. Also man erfährt eigentlich also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie um Ehe und Kinder geht oder so. Also das ist tatsächlich außen vor. Aber so, aber vielleicht ist deswegen auch so die Zeit nach 45 nicht mehr so interessant, weil man in der Kinderzeit und der Jugendzeit tatsächlich noch relativ viel auch über so, ja, irgendwie den Menschen ist jetzt nicht gut gesagt, aber so das Privatleben so ein bisschen erfährt und so ein bisschen interessantere Geschichten hat. Und nach 45 geht es dann doch sehr um den Staatsmann und das ist dann vielleicht auch aus dem Grund nicht mehr ganz so spannend. Sozusagen habe ich jetzt das nächste Reiseziel, nur Lübeck. Luder Extremreisen hier, die wir als Zentrum planen. Aber wie wären eigentlich auch noch mit Benhus? Ne? Du hast ja überhaupt nichts von verteilt. Also bloß, dass du an irgendwie 19. Jahrhundert Schinken fast klebt bist, die du dir anders überhaupt nicht ankicken hast. Was denn so Renoir oder was? Nee, also vorimpressionistisch. Also tatsächlich so Mitte des 19. Jahrhunderts, wo ich eigentlich bisher dachte, das ist alles irgendwie total langweilig. Und diesmal ist mir aber halt irgendwie aufgefallen, dass die Leute ja wirklich was konnten. Also halt natürlich irgendwie, also in so einer realistischen Malerei, also das heißt aber teilweise, also ich fand es sehr interessant zu sehen, wie sich aus so einem realistischen Malstil eigentlich so nach und nach so ein impressionistischer Stil entwickelt, in dem dann immer mehr die Pinselführung betont wird und immer mehr gezeigt wird, ja, wir arbeiten ja mit Farbe, guckt euch das mal an. Also und jetzt weniger versucht wird, das zu überdecken und irgendwie, sondern mehr eigentlich eigentlich das Material und die Arbeitsweise ausgestellt wird. Das war schon ganz interessant zu sehen. Und es gibt halt auch einen großen Fokus auf Lübecker Kunst tatsächlich, die auch sehr allein stadtgeschichtlich sehr interessant ist. Und es ist halt in so einer alten Bürgervilla, die an sich auch, also so was Gestaltung, Gartenarchitektur, also ich glaube, das ist aus dem 18. Jahrhundert das Haus, also die an sich auch schon lohnt, da reinzugehen. Kann ich sehr empfehlen. Das Holz- und Tormuseum dagegen muss man sich nicht unbedingt angucken. Wo groß ist der Benhus? Also es sind zwei. Also ich glaube, es ist das andere Jägerhaus und Benhus, das andere ist so ein Anbau, der in den 80ern dazugekommen ist, aber auch so ein Bürgerhaus aus eben der Zeit.
der so dann dran gesetzt wurde als Geschenk von irgendwem, dem dieses Haus gehört hat. Das heißt, man hat schon auch was zu laufen und es ist schon überraschend groß. Also ich war dann so, ich dachte erst, ach, das ist so ein Haus, da bin ich irgendwie in 40 Minuten durch, aber es wird wirklich überraschend groß und es hängen auch wirklich sehr, also natürlich dann auch irgendwie es hängt dann auch Edvard Munch aus dem späten 19. Jahrhundert da und also auch durchaus bekannte Leute. So. Und sind das denn Stadtansichten von Lübeck oder wenn du sagst Lübecker Kunst? Ja, Davies, teilweise. Ach, ich bin schon wieder im Plattdeutschen. Also es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Bild, also so die Lübecker Bürger, die konnten sich das ja leisten, auch so bekannte Maler sich zu holen, die dann zum Beispiel die Familie porträtiert haben oder die irgendwie die Kinder porträtiert haben. Also es war ja anscheinend so Ende des 19. Jahrhunderts groß in Mode, dass so Leute ihre Kinder haben malen lassen. Und es gibt dann einfach ein sehr schönes Bild von so einem Kind, was so in seinem Spielzimmer oder in seiner Spielecke porträtiert wird, was auch anscheinend damals was Neues war, dass man so einen eigenen Spielbereich für die Kinder eingerichtet hat. Also sozusagen, das ist jetzt kein eigenes Spielzimmer, aber es ist halt irgendwie so in diesem Bürgerhaus jetzt auch integriert, dass Kinder so Spielzeug haben und irgendwie so eine eigene Spielabteilung, in der sie spielen und eigentlich auch ungestört sind. Stand zumindest da, dass das irgendwie da noch eine relativ neue Entwicklung war, was dann auch so gezeigt wurde, dass die gesagt haben, ja, mal doch mal das hier, das Kind in seinem Spielbereich. Und was auch noch eine ganz interessante Geschichte ist, dass da so eine Kinderschar hängt, wo auch Thomas Manns spätere Frau dabei ist, als Kind gemalt. Und die nette Geschichte dazu ist, dass das ein Bild war, was dann sehr, ich habe den Maler vergessen, aber was dann sehr populär geworden ist, auch viel in Zeitschriften abgedruckt wurde. Und Thomas Mann hatte wohl jahrelang, bevor er seine spätere Frau kannte, jahrelang dieses Bild von ihr über seinem Schreibtisch hängen, ohne zu wissen, wer das ist. Und das ist ihm dann später aufgefallen, dass das dann seine spätere Ehefrau war, die er jahrelang über dem Schreibtisch hängen hatte. Das ist halt eine sehr nette Geschichte noch. Ja. Gut, ich glaube, damit ist auch eigentlich unser Reise- und Museums-Special jetzt durch. Ja. Also wir haben eigentlich, glaube ich, alle Museen viel Schnack ganz viel gesehen auch in der letzten Zeit. Ja. Aber jetzt, wie immer, kommt jetzt ein Gedicht von Klaus Groth zum Abschluss. Hoch oder platt, durch oder natt, Bär oder Wien, groff oder fien, aber echt muddet sien. Tschüss.